Gott Sien niet volk op Eden nummer 26. Kun reden als Johannes. Vandaag wil ik in 2 Mose, kapitel 33 tot kapitel 36 wiedergehen. Dat Thema handelt sich vandaag noch einmal über Leiderschaft, wo Moses ein sehr gutes Beispiel war. Hij wie ein Leider, wat dem Herrn treu wir, sogar in schlechte Tiden, so es wie das letzte Mal sagen, als das Volk Israel dat goldene Kalf anbeet. Vergangene Werk sagen wir, wo ein guter Leider durch ne Krisentijd durchging. Wir sagen auch, dat ein guter Leider für seine Menschen für Gott ansteht und dat het Gebet ein sehr wichtig Part von seiner Arbeit ist. Der Herr versprach, hij würde das Volk nu nicht vernichten, aber am Tag von sein Gerecht, dann würde er an für ihre Sünden bestrafen. Der Herr wisst, dass die meisten am Volk sich noch gar nicht bekehrt haben. Sie würden bei der nächsten Gelegenheit kurz weiter auftranig worden. Der Herr wir oberwellig an noch länger zu verschonen und an nur das Land Kanaan zu bringen. Nu fordert der Herr Moses ab, dat hij met het ganze Volk wiedertrok. Nu soll dat in der Richtung kommen, wo das Volk sich al lang noch gesehnt hat. Bald würden sie in dat Land von Abraham, Isaac und Jacob zijn. Der Herr versprach Moses, dat hij aanhelpen would, wann sie die Völker, wat er nu woonden, rütdrieven würden. Aber hij selbst would nicht bei ansehen, weil sie zo'n holstierget Volk wären. En er steht, wird hij seinen Engel an verabschicken, wils wann hij mag an wir, wird hij an vielleicht motten wir in ihre Hartnäckigkeit plötzlich utrotten. En dit sei wie ware, wo heilig de Herr is, en dat hij die Sünd nicht dulden kann. Die Sünd kann in seine Gegenwart nicht bestohnen. Dat grote Zelt, wo de Herr an bejenen will, wir noch nicht gebüht. En so trok der Herr sich am Erzhalven terug, weil sie an nicht vernichten will. Hier op dem Berg gaf der Herr am dann ne nieuwe soort steinertofelen met het Gesetz daarboven. Deze soll Moses dan dat volk erklären en uitleien. Dit onderstreekt waren, wo wichtig dat en Gott seine Uren wir, dat Israel klar wist, wat Gott von en iederen verlangt. Als Moses dann raufkam, wist hij dat nicht, dat zijn gezicht schienen deed. Als Aaron en de kinderen Israël am sagen, hadden ze Angst, dicht bij te komen. Moses had je zich nu ne tijd lang aan God zijn Gegenwart abgeholen. Dit tekent zich immer bij zo'n mensen uit. Leven wordt veranderd, en sogar gelot verandert zich einstmal. Zo'n Menschen, wat Jesus wirklich an ihr Leben angenommen haben und von ihr oudet Leben losgelassen haben, loten auch ganz anders als erst. Sie sind geduldiger, bewiesen Liebe für andere und haben eine freie, zufriedene Natur. Moses wir noch ein Stab wiedergegangen, in dem sein Gesicht sogar schein. Der Grund dafür wir, wils die Herrlichkeit vom Herrn sich portwies ab Moses sein Gesicht überdrüch. Schient din Gesicht auch mit den Herrn seine Freude und Reinheit? Moses sei dat Volk dann alles, wat der Herr am gesagt hat, und dat er an nicht mehr persönlich begleiten wird, aber leider ein Engel schicken. Dat Volk wird darüber sehr traurig. Als ein Teken von ihrer Traurigkeit und Büße nahmen sie sich alle Stroms auf. Nu wird het so, dat wann dat Volk op reis weer, dan wird Moses buiten dat Lehrer een Zelt abstellen, wils dat grote Begegnungszelt noch nicht gebüht wir. Hier würde hij dan mit den Herrn reden. Davon kommt dann die Nomen her, dat dit dat Zelt von der Begegnung wir, wils Moses door den Herrn begegnen kon. Jedes Mal, wann Moses an dat Zelt hineinging, wurde door eine Wolk über das Zelt abtarmen. Dit würden die Menschen dann immer beobachten, und wenn sie dann sahen, wo die Wolk plötzlich über das Zelt stund, dann würden sie auch den Herrn anbeten. Dann lürden sie, bis Moses rüt kam,
Wils jedes Mal, wenn Moses mit dem Herrn im Zelt geredet hat, dann deit sein Gesicht so schienen aus ein Licht. Dat wir so dach, wann herütkam, dat sie am en derne Türk vorm Gesicht hängen mussten, sonst können die Menschen am nicht anschicken, ohne verblendet zu worden. Wann hij aber träg in dat Zelt ging, dann nahm hij dat Türk vom Gesicht weg. Ik mag bij Moses aber noch wat seine diepe Gemeinschaft mit dem Herrn uittrekt. Hij vroeg den Herrn nur wat ganz Besonderes. Hij vroeg erstens, dat hij am seine Wege openbaren wordt, zodat hij am beter kennen leert. Hij praat ook, dat de Herr zijn volk doch leiden wordt. Hij weer beduurt, dat zij als een volk zich doordat uittekenen worden, indem de Herr an ganz zichtbaar vieren wordt, en dat de heidenveltje dat maken worden. Dit geval den Herrn, dat Moses dit innerlijke verlangen had, en zo zeet hij te am, ik wil doen waarna du mij gevraagd hast, wils du in meine uren genood gevangen hast, en ik die bij dienen nomen kan. Dan vroeg Moses nog een ding, en dat weer, dat hij jeren zijn Herrlichkeit seinen mocht. Seine Gemeinschaft mit dem Herrn wäre al so schein gewast, indem hij mit ihm als Freund reden kon. Aber eint fehlt noch. Hij will jeren sein Gesicht seinen. Dat ist ja immer so, wenn wir wem sehr gleichen, dann mocht wir nicht bloß mit dem über das Telefon reden. Wir mochten die Person auch seinen. Gott sei dort in Kapitel 33, Vers 29 so. Ik wil die al mijn gouds bewijzen, in mijn nomen ver die uitroepen. Ik wil gnädig zijn tot dem, tot wem ik wil gnädig zijn, aber mijn gezicht te zijn, kost du nicht verdrehen, wils kein Mensch mir sein kann, en dan noch am Leben blieben. Dan zei de Herr te hem dat hij door op een borg stonen zal. Wann de Herr in zijn Herrlichkeit wordt verbiegenen, dan wordt hij Moses en rats am Stein inanstalen en met zijn hand bedaken, om hem te bewahren, während hij voorbijging. Nodem wordt hij de hand wegnemen, zodat hij am van hängen seinen kon, aber zijn gezicht leidt hij am nicht seinen. Wenn ik mij dat eenmaal zo überlei, woran Moses een goede leider weer, dan sei ik een groten Grund doorheen, dat hij ständig met Gott in Gemeinschaft stond. Hij bracht veel tijd door met toe, met den Herrn over alles te reden. Al dit heeft ook voor ons wat te bedienen. Du bist vielleicht een Familienvater oder eine Mutter. Ik weet ook wat het bedient, eine Familie abzutragen. In onze Welt wordt het nicht leichter. Erstens genug te verdienen, dat de Familie gut verzorgt ist. Aber zweitens ist het krakt so schwer, die Kinder so abzutragen, dat sie goude, nützliche Menschen worden. Für diese beiden Uitzichten, dat bestimmt jeder mennonitische Familie streben. Aber weet je, dat reicht nicht tau. Du hast noch ein drittes Ziel, wo noch unsere Families streben sollen. Dat ist dort, wat Moses hat. Hij hat eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Herr wie sein bester Freund. Hij hat nicht Angst vor ihm, weil sie wisst, dat Gott am angenommen hat. Dat sagt in Kapitel 33, Vers 11 sogar, en der Herr redt mit Moses von Angesicht zu Angesicht, so als wenn ein Mann mit einem Freund redt. Eigentlich ist dat de wichtigste Aufgabe, die wir als Eltern haben, die Kinder so in der Bibel zu unterrichten, dat sie den Weg nur Jesus fingen. Dat kostet du aber gar nicht, wenn du nicht selbst diesen Weg gegangen bist, in dein Leben den Herrn Jesus übergeben hast. Wenn du das hast, dann steht dir nicht am Weg, auch so eine Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, als Moses das hat. Dort, wo das durch von Moses sieht, dort hij mit Gott so redet, als ein Mann mit seinem Freund, steht in der Bibel. Zo'n Verhältnis will Gott mit jeder Mensch haben. Doorwegen schickt hij Jesus, den Weg nur am opzumerken. Hast du al zo'n Verhältnis zum Herrn, oder hast du eure Angst vor ihm? Wann die dien Gewissen anklagt,
dann freu die doch. Hab ich allemal Jesus meine Sünden taugestohlen und hab ich ihm um Verzeihung gebet? Wenn du dort mit ein abrechtet Hort gebet hast, dann haft hij die auch angenommen. Hij verspracht je, dat hij jeder Gebet, wat nur seinen Wellen Gebet ist, erhören wird. Wenn ein Mensch Buße deed und um Verzeihung bet, ist dat immer ein Gebet nur Gott Sien Wellen. Warum ist dann in mein Leben nichts passiert, fragst du vielleicht. Hauptsächlich liegt es daran, ob du dat auch geglaubt hast, dat hij deine Sünden alle vergeeft haft. Geleefst du dat Gott lehren wird? Niemals. Wann hij wat verspreken deed, geleefst du, hij wordt dat verspreken houden? Sicherlich. Dan hoor je mal nur diesen Vers in Johannes 6, 37. Daar sagt Jesus, alles wat mijn Vader mij geeft, dat kämpt no mij. En wer no mij kämpt, den wo ich nicht rütsteiten. Was steht da für uns Menschen aus Gott seine Bedingung? Das ist doch, dass wir nur Jesus kommen. Hast du das getan? Bist du mit deiner Sündenschuld nur Jesus gekommen? Du sagst, jo, dort habe ich mit einem abrechtet Hort getan. Dann check mal, was das ewige von des Vers die sagt. Dem, wo ich nicht rütsteiten oder rütschmieten. Wo hielt sich dort? Haft hij die angenommen oder rütgeschmeten? Wenn Jesus nicht lehren kann, dann musst du abgrund von Gott sein Wort taustonen, dort hij die angenommen haft. Aber warum hab ich mich dann nicht kurz anders gefeilt, fragst du vielleicht. Warum ist noch alles mehr oder weniger so es ist? Dit zijn gute Fragen, aber ich glaube, das meiste liegt daran, dass du das Heil nicht für die aus din Eenheid betracht hast. Dort musst du im Glauben daunen. Hast du einmal dafür gedankt, dass hij die alle Sünden vergeeft haft, in dienen Namen am Lebensbuch geschrieben haft? Wenn du dort im Glauben so annimmst, dann wirst du merken, dass es wirklich so ist, willst du ab sein Wort büßt und nicht ab je Feile. Nu ha ich viel darüber gesagt, wo einer zu die Gewissheit kommt, dass unsere Gemeinschaft mit Gott hergestellt ist. Das ist so wichtig, dass wir uns darüber sicher sind, weil's bloß so, tja wie aus Eltern unsere Kinder dort auch beibringen, wo sie mit dem Herrn keine Gemeinschaft haben. Wirst du, so's Moses, auch für deine Familie in guter Leider sein? Dann kann ich dort nicht sehr genug betonen, dass du diese Frau das erste klärst. Ist Gott dein Freund, der die angenommen hat und mit dem du alles bereden kannst, oder ist die für ihn noch immer Angst, dass hij die ab einmal für deine Sünden bestrafen wird? Hij will von dir dein Freund worden, wann du seine Bedingung erfüllst und ihm in dein Leben einladst. Unsere Geschichte geht wieder. Moses ging noch einmal für 40 Tage ab den Berg hinab. Hier passiert dann, dass hij den Herrn portwies sah. Hier boven op dem Berg prachet Moses noch einmal, dass der Herr doch in ihrer Mitte wird wohnen und an vorabgehen. Dann sieht der Herr, hij wird mit Israel in Bund merken. Dat wird zu der Zeit so, dat ein König in Bund wird merken mit ein Volk, wat hij besiegt hat. Hij wird an Bedingungen stellen. Wenn sie dort anwählen deiden, dann wird hij an von ihre Feind bewahren. Hier ist der Herr, der König, wat an sein Volk Israel Bedingungen stellt. Erstens sagt hij, sie sollen keinen Bund mit den Heidenvölkern in Kanaan merken, wann sie dort antrocken. Hij versprach, hij wird dort an grote Wunder doen. Dann gebot hij Moses, dass sie all die Städten, wo jetzt in Dienst gedreven wordt, auch all die Aufjäter von dieser Völker verstieren und vernichten sollen. Sie sollen sich keine so eine Jätter nur merken und anbeten. Sie sollen sich bei dieser Völker auch nicht mank frieren.
Sie sollen nicht vergeten, dat Passafast te vieren, in dem Herrn dat Erstgeborene von den Mannsmenschen, auch die Tieren, te weihen. Sie sollen den Sabbat holen, en nicht vergeten, den Herrn ihre Opfer te bringen. Dit wären den Herrn seine Bedingungen. Wenn Israel dat doen wordt de Herr met angoonen en wordt de Völker alle uit Kanaan uitdrijven, zodat zij dat ganze Land kunnen aannemen, zoals Gott Abraham dat eenmaal versproken had. Als Moses nu terugkwam, had het volk zich niet versündigt. Veran stond op een grote proef. Nu wird die tijd gekomen, dat zij dat begegnungszelt bouwen zullen. Dat ja we ons kaum voorstellen wat dat van een grote arbeid geweest zijn moet. Eerstens fehlt het geld. Dat is jammer zo. Wanneer een kerk gebouwd zal worden, dan moet eerst eenmaal gelegt worden. Moses roept aan alle op, zij zullen vrijwillig dem Herrn dat geven wat ze kunnen. Van ihr Gold en ihre kostbare Steine, wat het zeig en het halt. Die Menschen wären so froh, dat sie den Herrn wat schenken können, dat sehr viel Taub kam. Da kam so viel Taub, dat Moses sagen musste, dat sie sollen abhören. Sie hadden mehr, als sie brauchten. Zontes dat hielt sich ein beetje fremd. Je weet nicht erst dat so, dat wie Menschen so jitzig zijn, dat wie je weet nicht motten lang geprachert worden, wat genug Geld endlich da ist. Dat nächste worden die Menschen gesagt, wat besondere Goven hadden. Zonen, wat al dat zeig weven kunnen. Zonen, wat met halt arbeiden deiden. Zonen, wat de konst kenden, Gold en Silber te schmieden, en daar nog veel meer. Alles wordt kraakt no die moot gemerkt, zoals Gott Moses dat befohlen had. Dan zochten zij de rechte stede, wo dat Zelt soll abgebouwd worden. De tuin om den Hof wordt abgebouwd. Dan wordt dat grote Zelt abgesteld. Op den Hof stond dan boul de grote brandopferaltar. Dahinter stond de grote Waschkamm, en dahinter weer dan de deur zum Zelt. Al die Meubel, de grote 7-armige Lichtständer, de Dash voor dat heilige brood, en die kleine altaar, wo boven Weihrauch gemerkt wordt, worden alle aan het heiligdom, de verste stof vom Zelt, inengesteld. Dan aan dat allerheilige poort wordt de Bundeslod met den Gnodenthron daarboven abgesteld. Während dieser tijd worden ook al die Männer vom Stamm Levi als Priesters angesteld en ingewijd. Diese mussten von Moses angerecht worden, wo jeder Opfer gebracht moest worden, en wo Verken, en wofür die mussten geopfert worden. Dit wie eine sehr grote Abgabe, dit alle rechtig zu lehren. Endlich wird es soweit. Alles wie reid. Die Priesters hadden alle de rechte Priesterkleider an, en dann brachten sie die Opfer, wat de Herr anbefohlen had, en verbranden die do op den groten Altar. Dan waschen Moses en Aaron seine Seens ihre hängen feit en de grote Waschkamm. Als dat passiert weer, kwam een dichte wolk en bedekt het ganze Zelt. De Herrlichkeit vom Herrn fällt het ganze Zelt ab, en weer so gewaltig, dat Moses gar nicht an dat Zelt hineingonen kon. Dit wie den Herrn zijn bewies, dat hij doch bij aan weer. Bij dag hang over dat Zelt ne wolk, zoals een Turm. Die gaf Schatten voor het ganze volk en een hert van de Wüste. Bij nacht leidt het zo als een Vierständer oder een Wolkenturm wat brennen deed. Wat moet het aber für een gewaltig Bild geweest zijn, eerstens voor Israël, aber ook besonders voor de Völker rondom, wat dat van weit af zagen. Wanneer de wolk zich hof en wieder trok, dan wist Moses en dat ganze volk, dat sie nu waren tragen zullen. Wanneer de wolk stilstond, dan wisten sie, dat sie hier ihr Lehrer merken sollen. En met deze Geschichte komt de tweede Buch Mose dan te eng. Dat is aber nicht dat eng van Israël als Gottes volk.
Sie wären noch immer weit von Kanaan. Sie hadden aber alle die Hoffnung, dass sie bald würden da sein. Aber da wo ich noch mehr von sagen, in mehr Monat. Moses hat sich but nu als een sehr guter Leider uitgetekend. Hij wie een man wat ernstlich beten deed, aber hij wie ook een man wat in zo'n enge Gemeinschaft mit dem Herrn leeft, dat hij mit Gott reden kon, so als mit een Freund. Durch diese enge Gemeinschaft wisst hij kracht wat der Herr von ihm en von dat Volk will, en so kon Gott am immer richtig führen. Du bist ook in irgendwat in Leider. Du hast ook irgendwo einen Einfluss. Wenn du für deine Menschen beten wirst und mit Gott Gemeinschaft haben, dann wird er dir auch Not schenken, deine Menschen oder deine Familie richtig zu leiden. Weil wir nu noch beten. Wir kommen weiter nur die, lieber Herr, und danken dir, dass es möglich ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wir danken dir, dass du uns kracht, so als deine Freund annimmst, als du Moses annimmst. Wir beten, dass du alle Eltern und alle Predigers helpst, gute Leiders zu werden. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt über das, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche dir allen eine gute Welt. Op